Der Wahnsinn. Allora, Bella Italia. Grüß euch. Mahlzeit, Vordersaal. Wir sind mal wieder da mit einem Auswärtsspiel in der Nähe von Mamming. Und zwar beim Giuseppe Allegaro, Spaghetti Cabana Fangamiale. Stell dir mal kurz vor, wer bist du? Ich bin der Gerald, habe ich dir. Ja. Was kochst du heute? Eine Pizza. Was für Er eine? ist weltbester Pizzabäcker in Genau. Wo hast du gelernt? der Nähe von Hamming. Ja, du, was haben wir überhaupt gelernt? Na, wo hast du das Pizza gebracht? Das hast doch du bei einem gelernt, oder? Ja, im Internet habe ich Im Internet. Im Ja. Internet hat das gelernt. Aber ja, die speziellen Zutaten für, wie heißt die Pizza? Pizza Margherita. Aber auf napoleonische Art. Ja, ist eh klar. Napoleonische Das ist die originale Pizza. Und was kehrt da drauf? Genau, was kommt da jetzt rein? Salz, ein Wasser, eine Hefe und ein Mehl. Genau. Jetzt Wer sagst kommt du da uns nicht mal, wie du den Teig da machst. Genau. Ja, machen wir. Also ich muss jetzt das machen. Ja, sicher. Das macht ja die Maschine. Also, da kommt der Salz rein. Ja, 15 Gramm ungefähr. 15, für wie viele Leute ist das jetzt? Oder Ja. wie viele Pizzen? Für 4 ist um. 4 Pizzen. Ja. Okay. Und ein Wasser. Ein Wasser? Das ist eh. Aha. Du musst schon filmen, schön. Was ist das? Opa Gerolds Bierchen. Ja, genau. Okay. Ist das ein spezielles Wasser oder reines Leitungswasser? Das ist ein spezielles Wasser. Also. Kommt aus Italien wahrscheinlich. Ja, aber 100%, Ja. da brauchen wir nicht drüber streiten, oder? Ja, okay. Also du hast zuerst das Wasser Ja, ein. freilich. Und Salz. Und ist das leicht warm jetzt, das Wasser? Wegen der Eiskalt. Was ist das jetzt? Jetzt tue ich es auflösen, Salz. Was ist das für Mehl, was wir da hernehmen? Das ist ein Caputo-Mehl. Das Siehst du hier, kommt da direkt aus Italien. Und die Hefe tust du jetzt ins Wasser rein oder da dazu? Nein, was? Ich tue Hefe kommt erst am Schluss rein. Ach so, Ja, freilich. Da braucht man nicht drüber streiten, oder? ihr das Hefe ins Wasser reingetan. Nein, das tun wir nicht. Ach so. Ja, erklär mal. Ich muss auch einiges lernen mit Ja, Pizza. keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es richtig geht, aber normalerweise tut man jetzt. Ja, du hast das Mehl schon rein. 1000-mal gemacht. Ja, ich tue es auch so rein. Ja, so ist Ja, es. tut so eine, ich sag schon mal Prost. So, also das Mehl ist drin. Ja, Genau, das Wasser Salz ist ist drin, drin, Salz Wasser ist drin, ein bisschen Und vorgehen. was fehlt da noch? ein wenig Hefe muss rein. Genau, Genau. wie viel? Ja, ein Gramm ungefähr. So, der Tag ist jetzt drin. Wie lange rührst du jetzt denn? 10 Minuten. Allora, Giuseppe, warum tust du die Hefe zum Schluss erst rein? Das ist die erste Frage, was ich habe. Also ganz genau weiß ich natürlich nicht, aber das kommt von Waldis Pizza Channel. Weil das Pizza Channel kann man auch liken, subscriben. Da ist es so, du gehst her, du hast jetzt erst Salz auflösen im Wasser drinnen. Kaltes Wasser? Kaltes Wasser, weil Maschine erzeugt da ein wenig Hitzen, Ja. weißt du schon. Weil die Hefe, die hat da ein Problem mit dem Salz. Also du musst es davor auflösen. Ach so. Genau. Und jetzt, wenn er 10 Minuten dann geknetet ist, ob mit der Hefe oder mit der Maschine, das ist total egal. Und das ist dann das Ergebnis nach 10 Minuten Kneten. Genau. Und dann machst du eine Kugel. Darfst du ruhig drauf filmen? Ja, mal. Also man zieht das immer wieder Ja, außen rum. Und meine andere, die drehen es halt so. Ja. Ich mache es jetzt so. machst du, dass nicht. du da Luft reinkriegst oder warum? Ja, keine Ahnung, die machen es halt so. Die machen es so, ja. Wahrscheinlich. Das ist ja original napoleonische Ja, genau, Pizza, was ja. wir da machen. Und dann klatsche ich das da hin und dann decke ich das mit einem nassen Hadern, decke ich das ab und lasse jetzt das 2 Stunden gehen. Genau. Raumtemperatur, gut. Genau, Da trinken wir halt, oder? dann trinken wir halt. Prost. Prost. Immer ein Bierle dazwischen. Gemeinsam. Die Kamera muss ich unbedingt schauen, wie es mir gerade gesagt worden ist, ich schaue jetzt bin ich in die Kamera. So, allora. Was gehört zu einer Pizza? Sauce. Eine Tomatensauce. Ja, natürlich. Und jetzt bin ich gespannt, wie du die machst. Ich sehe ja gleich, du nimmst da eine sehr gute Marke, die nehme ich auch gern her. Mutti aus Italien. Und du nimmst Dosentomaten. Warum?
Ja, weil es so gesagt wird. Weil es ja so gesagt wird. Ich sage euch jetzt warum. Dosentomaten werden die frischen, gereiften Tomaten verarbeitet. Die Tomaten, was wir im Supermarkt kriegen, die werden gebrockt und reifen auf dem Transportweg. Also den besten Geschmack hat man aus der Dose. Ja, schon, ja. Und du brauchst dazu nichts mehr, nur noch Salz. Also auf ein Pixen tue ich ungefähr so 10 Gramm Salz. Das kann mehr oder weniger sein, wie es halt einer mag. Und Zucker gar nicht, oder? Nein, nichts. Weil man hat ja, Das darf der Fleisch schon wieder machen, ne? Nein, weil man in der Tomaten eine Säure hat und dann tut man auch einen Zucker dazu. Ist in der deutschen und französischen Küche, in Italien anscheinend nicht. Oder in der Mamminger Küche. Nein, ich glaube schon, dass der eine oder andere Italiener wird es so Ja, machen. aber wir machen das nicht Aber so. wir machen es nicht so, weil wir gesagt haben, wir machen es so fast original wie. Ja. Verrührst du das dann mit den Händen oder wie Ja, machst du freilich, da eine damit, da filmen bitte, eine da. Das macht Eine richtig damit, Spaß. ja, das ist ja geil. das? Das ist auch, wo der Geschmack dann reinkommt. Freilich von den Fingernägeln. Ja. Er war gerade beim Scheißen. Kehllein war da auch gerade. Wieder haben sie Ein Frauenshaus. Riesenthema. Hey. Riesenthema. Ich war Wie die lange schwarzen knetest du Handschuhe. das? Ja, das ist schon fertig. Das ist schon Nein, fertig. ist schon fertig. Super. Passt Das ist, schon. wenn man gute Rohstoffe hernimmt. Da schon, das Dann, reicht. Und das ist die ganze Sauce. Und wie der Fleischi, schau. Wie Ja, der ja, da Fleischi. muss er ein wenig. Da wird immer patzt bei den Leuten. Stinkt man da ein bisschen ab. Wiegst du die ab oder machst Nein, du das das machen wir alles noch voll. Das machen wir nach dem Kühl natürlich. Aber Bierflaschen mit in die Kamera. Freilich. Und jetzt halt, nimmst du den Tint und drehst schöne Kugeln. Darf ich das auch mal probieren? Freilich, mach das auch. Schöne Kugeln dran, Also immer so. umziehen, dass das schön unter Spannung ist. Aha. Aber meine Kugeln wären nicht so schön wie deine, gell? Aber Ich glaube sogar, wenn je schneller das bist, je leichter geht's. Weißt du, wenn du das schnell ziehen wirst. Aber ich kann es sieht man gleich einen Unterschied. Mal leck, schau dir so. Da sieht man gleich einen Ja, Unterschied. Riesenthema, Scheiße. muss man ziehen. Super. Er hat nicht gezogen, gell? Nein, Ich muss bin man, ja kein Italiener. ich bin auch keiner. Ich bin ein Allgeier. Passt schon. Jetzt gehen wir jetzt in die Kisten rein und fertig ist. Achso, ja, 8 Stunden. Eine damit, Um 8 Stunden irgendwo Raumtemperatur. Raumtemperatur, Deckel zu. Wie geht's weiter? Jetzt machen wir Pizza, oder? Jetzt machen wir Pizza. Jetzt machen wir So Pizza. lange nur dauert. Mir geht jetzt das. Und da ist jetzt ein spezielles. Achso, ja genau, da nehme ich das her schon. Ja. Film's einmal. Das ist Simula. Bloß ist zum Ausbreiten. Das ist ein Das ist Grießmehl. nur extra. Grießmehl. Ja, kannst du. Kann man auch Nudeln damit machen. Ja, genau. Das nimmst du nur zum. Das nehme ich nur zum Ausbreiten. Oder Polenta. Und jetzt muss ich erst einmal die Luft ein wenig rausdrücken. Am Rand hin. Okay. Siehst du das? Ja, ich seh's. Das machst du alles mit der Hand, also einen Nudelbeuger brauchst du nicht. Nein. Nudelbeugler brauchen wir Nein, brauchst du nicht. nicht. Gut. Also bloß die Luft am Rand rausdrücken. Du kannst es ein wenig ziehen, wie du das magst. So schmeißen Ja, so. ja, schmeißen kann ich schon, pass auf. Das ist schön, schmeiß ich. Ja, hast du gesehen? So, super geschmissen. So. So kann ich es auch schmeißen. Ja. Ja, Wahnsinn. Wie Wahnsinn. beim Italiener. Allora. Nein, einfach die Luft nach außen drücken. Ja. Überhaupt kein Thema nicht. Wie groß wird die? Ja, wie, 24 cm. wie groß das haben möchtest. Also ich mag einen Teig immer ganz dünn. Wird er ja. Ja, genau. Super Da schön. merkt man einfach, dass der Erfahrung hat. Gell? Ja, andere, die links so umziehen, dann keine Ahnung, ich kann das gar nicht. Ja. So, Liegt es auf der Schauwerfer? Checkt ihr das? das Mehl ist, restliche, das tue ich weg. So, dann kommt die Tomatensauce. Mit Kreisbewegungen macht man das. Echt? Gell? Ja, keine Ahnung. Ja, so wie es er macht. Ja. So wie es das du immer So wie machst. das du machst immer du. machst. Ja, bei mir geht es nicht so genau. Wenn du halt zu viel Sauce rauf tust, dann wird es zu wasserig. Weißt du schon? Also unmittelbar davor, bevor dass man den Pizzaofen reinschieben tut. Ja, okay, nicht so eher. Ich tue ein wenig mehr drauf, oder? Ja, ja. Ja, ja. Parmesankäse, Der kommt unten rein, oder? den tue ich einfach drüber. Der bringt dann auch einen schönen Geschmack ein. Passt? Schüssel, Ja, das war ein Riesenthema, oder? Das mag ich gar nicht, ja, weil dann wird der Ton wieder so schlecht. Aber das interessiert ja von Dann- denen keinen. Mozzarella, ich Wie habe magst du das? ja, ich habe ein wenig angedrückt. Was ist das für einer? Genau. Ja, Büffelmozzarella ist Büffelmozzarella. Ja, ich muss das sagen. ja, ist ein Riesenthema. Nur das Beste, natürlich. Das ist nur das Das Beste. ist ja auch das Wichtigste
an der Pizza, also Italiener da, der bei uns in Deutschland nie eine Pizza essen, was da an Analogkäse und Emmentaler und Gouda drauf gibt, das ist ja ein Du Wahnsinn. musst schon eine gute Pizza Auf eine haben. richtige Pizza, Parmesan, Mozzarella, fertig, aus. Dann Was haben wir noch? Oh ja, jetzt Basilikum. wie viel Blätter? Da wie du halt meinst. Und der andere hat es so gemacht, weißt du, das von dem Pizza-Channel, der glasst schon mehr zusammen. Die ätherischen Öle nochmal besser. Genau, zu und dann decken, tust du es ein können wir wenig verteilen. Also auch nichts Besonderes. Wie das schon riecht. Da habe ich ein Ei Was noch? aus Sizilien. Das ist Erste aus Pressung. Sizilien. Erste Also das ist Pressung. die erste Pressung. Bei uns in Deutschland gibt es immer die zweite Pressung. Das ist die erste Natives, Pressung. natives Olivenöl ist eigentlich Müll, wenn man es so genau betrachtet. Das ist fast so gut wie das da. Ja, oder fast so gut wie das da. Das ist eh alles im Pult. Trinkt man noch einen, Da oder? kann man schon einen trinken, oder? Auf Ich das. darf nicht. Ja, Ja, der ist eh ist der Fahrer. Ich habe eine Allergie. ja, der Schnapsallergie. Ja, ich habe Seit Samstag. Jetzt geht es dann auch in Hochsicherheit, also Kamera muss immer Hochhitzebereich. hinschauen. Oh ja, da brauche ich auch Sicherheits. ein Riesenthema. Kamera schon. Brösli. So. So, jetzt zum Ofen. Das Ach ist so. jetzt ein Riesenthema. Ja, dann Riesenthema. dran, Mais, Da filmen wir. daher. Hier ist jetzt der Ofen. Da ist eingeschaltet auf Pyrolisation. Genau. Das Maximale, da steht jetzt zwar 275, aber der bringt jetzt 500 Grad. Okay. Brauchst du. Ja. Für eine Pizza Napoleoner Braucht man 500 Grad. Genau. Okay, wenn man jetzt keinen so einen Ofen hat, wie ich, Und dann belegst du das bloß mit Tomatensauce, schmeißt es 2-3 Minuten rein, ziehst es raus, belegst den Rest Okay. und schiebst es dann noch mit 5-6 Minuten rein, so lange Dann raus. ist Und was natürlich auch ein Riesenthema ist, der Pizzastor. Licht haben wir Das ist der Turm von Babylon. Turm von Babylon. Das geht so schnell jetzt Genau. Auf den Pizzastor. auf den Pizzastor. Aha. Oh, ja, da merkt man schon. Jetzt warten wir, wie lange? Ja, so 1,5 Minuten ungefähr. 1,5 Minuten. Schutzbrüllen. Schutzbrille. Also, Also ich- wo ist mein Grill? Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, Nein, also- das geht jetzt einfach nicht. Ich schaue dann einmal eine mit einer Schutzbrille. Ray-Ban eignet sich da sehr gut, eine italienische Schutzbrille sozusagen, braun getönt. Und ich sehe schon, das wird schon. Da müsst ihr jetzt warten. Also eine Stunde hast du jetzt den vorgeheizt, ne? Eine Stunde lang. Ja. Dass der richtig fett warm ist. Und umdrehen muss ich es auch noch. Wie umdrehen? Weil er hinten wärmer wird. Ja, freilich, weil vorne das Glas machen. Man, recht ich schnell. freue mich schon so Jetzt auf die braucht es Pizza. fast einen Timer, gell? Wie lange das jetzt damit ist. Ja, das haben wir Nein, das natürlich ist nicht, aber wir gefühlsmäßig. haben es noch Die ist gefühlt. so lang drin, bis Genau. fertig ist. Auch wie bei den Steckerlfisch. Ist eh klar. Genau, Kann man noch mal einen richtig. Schnaps bringen, oder? Ja. Trinkt noch mal einen Schnaps. Gute Werbe schon. Da müssen wir schicken. Ja? Ja. Schnell mit dem Schnaps, gell? Also, ja, die darf ich schon umdrehen. Schauen wir uns jetzt an. Ohne Schutzbrille. Boah, Oh, schaut so geil aus. meine Herren. Oida, So, haben wir den iPhone. richtig Die nice. bewegt sich. Na gut. So, dann wart ihr dabei, wie wir beim Giuseppe Pizza gemacht So, haben. wieder Ja. mit der Giuseppe. Danke. Der Geraldo Azzadona. Achso, Der genau. Schniedenwind. Azzadona. Der Schniedenwind. Schniedenwind heißt er beim Danke, Zocken. dass wir bei dir vorbeischauen haben. Ja, es war wunderschön und wir sehen uns aber nur mal beim Essen. Ja, wann ist das? Jetzt dann gleich, Zeit noch. Das ist ja schon fertig, schon. Wow, schaut die geil aus. Da sieht man, da ist Temperatur da. Ne? Genau, die lässt man jetzt ein bisschen abkühlen und dann isst man. Ja, Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das ist eine original italienische, napoleonische Pizza. Mit den richtigen Zutaten. Genau, mehr braucht man nicht. Bei bayerischer Art, gell? Bei Ovarischer Art. Bei Ovarischer Vom World Greatest Pizza Maker himself. Mumming, Alter. Ich bin überwältigt. Ja, wir haben überwältigt. Ja gut, dann Ja. sehen wir uns gleich beim Essen. Mahlzeit. Mahlzeit. Riesig freue mich schon. Das ganz wichtig eingeschaut. Ja. Auf Giuseppes Pizza. Geraldo Azzadona. Geraldo, Entschuldigung. Schniedenwind. Schniedenwind. Der für das erste Stück bei Ihnen. Ja, nehmen wir mal. Wie ist der Italiener die Pizza? So. Ja, genau. Jetzt probieren wir es einfach. Komm. Und? Wow. Machen wir mal. Fuder sagt TV, sagt Danke, Ja, dass wir da dabei sein haben dürfen. Prost. super. War super. So, Genau. das war's. Ist man noch mal, oder? Ja. Also danke fürs Aber Mitmachen. diesmal mit Salami und. Immer Das ist original. eine Salami-Pizza. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du dabei warst. Danke. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das Ja, Leid voll Ja, hat das heißt uns halt nicht gefallen. Ja, mit so einem und Produkt. das Leid auch
uns einlassen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ihre geheimsten Rezepte auspacken. Ja, die wo bei einem anderen Channel gestellt haben. Ja, das muss auch dazu sein. Ja, dann Das ist immer so. Liken, subscriben, followen. Liken, subscriben, followen. Support ist kein Wort. Und wir sehen uns bei der nächsten Sendung. Da freue ich mich auch schon riesig. ja, Sagen wir aber noch nichts dazu. bis im Plan. Im Plan. Bis dann. Ich nehme jetzt mal ein Stückchen, weil Ciao, servus. Super. Für euch! Mahlzeit, Vordersorg.